So. Jetzt sind wir wieder da beim Slowensky. Der mag allerdings nicht mit uns reden. Slowensky. Ich habe nicht Zeit, mich zu unterhalten, Del Niro. Ich arbeite an kaputtem Boiler. Er arbeitet am Boiler. Wenn man bedenkt, wie oft die Heizkörper nicht funktionieren, muss man sie eher als Möbelstücke betrachten, denn als Teile der Heizung. Ausgeschaltet. Ausgeschaltet. Gut. Was gibt's da hinten? Ein Heizkörper. Wenn man bedenkt, wie oft... Was ist das? Das ist der Stromgenerator dieses Stockwerks. Der fällt auch einmal pro Woche aus. Gut, kommen wir vielleicht mit dem was morgen? Nein, fasse ich lieber nicht an. Nix. Slowensky hat jeden Zentimeter dieses Hauses mit unleserlichen Plakaten unverständlicher russischer Filme, Shows und Ausstellungen gepflastert. Inzwischen kenne ich sie alle auswendig, obwohl ich nicht mal weiß, was draufsteht. Im Heizkörper kommen wir Ausgeschaltet. mit dem nix morgen. Gut, da geht's zu Slowensky. Aber mit dem können wir nichts machen. Ich habe Besseres zu tun, als an fremde Türen zu klopfen. Selbstverständlich. Vielleicht in unserem Büro. Naja, eigentlich nicht. Weil wir eigentlich mit Slowensky rennen wollen. Es muss unbedingt irgendwo sein. Meine Ermittler liegen $20. Slowensky sollte sich mal drum kümmern. Ausgeschaltet. Also mit die Heizkörper kann man ja glaube ich nichts anfangen. Es regnet immer noch. Was sagt er da so? Was ist das da? Diese Rohre sehen aus, als platzen die gleich. Platzen. Extreme Zeiten verlangen nach extremen Mitteln. Verdammter Boiler! Jetzt macht er nicht einmal mehr Dampf. Wie zum Geier funktioniert das Ding eigentlich? Oh, was haben wir das kaputt gemacht? Diese Rohre sehen... Warum ist hier kein Dampf mehr? Ich fasse jedenfalls nichts an. Ach, hat er jetzt aufgehört? Slowensky arbeitet... Jetzt arbeitet er aber nicht mehr. Weil wir das Rohr kaputt gemacht haben. Slowensky. Was kann ich tun für dich, De Niro? Warum funktioniert die Heizung nicht? Probleme mit Kessel. Will einfach nicht anspringen. Haben Sie einen Installateur bestellt? Ach, Installateure sind gut für nichts, außer viel Geld zu verlangen. Kessel ist noch gut. Etwas einstellen und er wird sein wie neu. Bis er nächste Woche wieder kaputt geht.
Gibt's da nicht mehr? Erzähl mir mehr über den... Was willst Ich glaube, das haben wir schon gehabt. Das haben wir schon gehabt. Aber das... Ich habe da eine Frage. du? Was ist jetzt noch? Ach so, jetzt kommt das wieder. Was haben wir denn alles zur Auswahl? Der Killer mit der Narbe. Inspektor Ballard. Nehmen wir mal das und vielleicht das da unten. Hatte dieser Detective Ballard eine Narbe im Gesicht? Woher weißt du das? Das ist völlig egal, woher ich das weiß. Haben Sie die Narbe gesehen? Ja, er hatte lange Narbe. Auf linken Backe, wenn ich genau bedenke. Was bedeutet das? Das heißt, dass der Mann, den Sie in meine Wohnung gelassen haben, kein Polizist war. Er hatte New York State Polizeimarke. Ich kann so eine Marke für 25 Cent besorgen. Gefälschte Marke? Woher hätte ich wissen sollen? Ist völlig egal. Wie es scheint, hat ihm sein Besuch bei mir eh nichts eingebracht. Wiedersehen, Slowensky. Do Svidania, De Niro. Gut, wir haben erfahren, dass Inspektor Ballard auf jeden Fall kein Polizist ist, sondern wahrscheinlich der Türke ist, also der an Sean McLean umgebracht hat. Ja, und jetzt hat schauen wir mal. Hey, das war Johns Taxi. Wo zur Hölle will der hin? Sean ist schon wieder fort, der war doch da drin. Hat. Fragen wir gleich mal die Greta. Hi, Greta. Jack, ich dachte, du ruhst dich aus. Ich habe genug geschlafen. Es ist noch nicht mal 2 Stunden her, seit du hier weg bist. Stimmt. Ich glaube, meine Schlaflosigkeit wird schlimmer. Gut. Wo ist John? Wo ist John hin? Ich weiß nicht. Ich war nur mal kurz draußen. Danach war er verschwunden. Verdammt! Hast du Angst, dass er zur Polizei geht und denen alles erzählt? Das wäre eine blöde Idee. Blöd genug, dass er glatt hingeht und das macht. Ist John aufgetaucht? Nein, Jack. Tut mir leid. Wegen Smiley. Ich hasse den Typen. Er ist oft hier im Laden. Das erzählst du mir. Der ist jeden Tag hier. Er kommt immer um 9 rein, setzt sich hin, bestellt seinen albernen Blaubeercocktail und pflanzt sich dahin. Oh, ich hasse ihn. Hast du eine Ahnung, warum er ausgerechnet immer in deinen Laden kommt? Leider ja. Der Schleimbolzen hat beschlossen, dass er mich heiraten will. Er weiß, dass ich es momentan schwer habe und hofft, dass ich ihn nehme, bevor ich auf der Straße lande. Das sieht Smiley ähnlich. Ich hätte aber nicht geglaubt, dass er in dich verknallt ist. Ich würde es auch lieber nicht glauben müssen. Weißt du was über seinen neuen Job? Tja, er hat mit mir darüber geredet, aber er war mir gegenüber auch sehr vage. In was für Geschichten auch immer er drin steckt. Ich bin sicher, die Sache ist nicht ganz koscher. Du kennst ihn ja. Er hatte noch nie in seinem Leben einen ehrlichen Job. Gut. Er hat anscheinend... Ich habe eigentlich keine Fragen. Okay, ich gehe dann mal. Mach's gut, Jack. anscheinend Dreck am Stecken. Der Smiley. So. Der John ist nicht da. Vielleicht können wir den irgendwie anrufen. So, wir müssen mal schauen, dass wir
zur Polizei kommen. New York Vermittlung hier. Was kann ich für Sie tun? Dann nehmen wir Taxiunternehmen. Ein Taxiunternehmen bitte. Wird durchgestellt. Hallo, Winkels Taxis, was kann ich für Sie tun? Wegen dem verschwundenen Fahrer. Wegen dem verschwundenen Fahrer. Ah, Sie sind der Typ, der vorher schon mal angerufen hat. Jep, eben jener. Was kann ich für Sie tun? Angenommen, Sie finden heraus, dass er nicht wirklich verschwunden ist, sondern Sie einfach nur veräppelt. Was würden Sie machen? Nichts. Der Typ ist der Einzige, der es mit diesen Gaunern in South New York aufnimmt. Der könnte sogar morgen einen Fahrgast umlegen und trotzdem würde keiner seinen fetten mexikanischen Arsch aus seinem Fahrersitz treten. Keiner sonst will diese Gegend. Deswegen müssen wir ihn behalten. Gut zu wissen. Tschüss. Tschüss. Tja, Taxi haben wir immer noch uns. Wo ist denn dieser John hier? Greta scheint und es gibt... Hi, Greta. Hi, Jack. Ist John aufgetaucht? Nein, Jack. Tut mir leid. Gut, John ist nicht da. Wie geht's dem Mädchen? Sie schläft oben in meinem Bett. Hast du rausgefunden, wer sie ist? Bis jetzt noch nicht. Okay, ich gehe dann mal. Mach's gut, Jack. Tja, was machen wir jetzt? Wo geht's so hin? Ist er das? Du schon wieder? Nicht zu schlafen gegangen? Ich habe genug geschlafen. Was ist mit dir? Wo warst du? Ich? Ich immer hier. Vorhin warst du nicht hier. Weder im Pub noch auf der Straße. Naja, ich musste Taxi umparken von vor dem Pub. Taxi darf nicht stehen da. Ich wusste nicht, dass du dich tatsächlich an die Verkehrsregeln hältst. Wie dem auch sei, ich muss deine Dienste in Anspruch nehmen. Wohin soll gehen? Wir wollen zum Polizeipräsidium. Zum Polizeipräsidium in Hoboken. Ganz wie wollen. Gut, da sind wir. So, jetzt werden wir uns einmal erkundigen wegen dem Inspektor Ballard. Hallo, Officer. Was kann ich für Sie tun? Nix. Gut, Tschüss, Officer. Tschüss. dann gehen wir zur Diaz. Die ist da hinten drin. Sieht so aus, als sei Victoria nicht da. Ja, wie, die ist nicht da? Die hat doch gesagt, dass die immer für uns zur Stelle ist. Warum wir mal da hinten? Warum? Ich frag... Können wir vielleicht heimlich da rein? Jetzt werden wir da einen Dietrich nehmen. Warum sollte ich das tun? Ja, um dass wir Informationen kriegen. Was war auf der Tafel nochmal?
Die Schichteinteilung der ganzen Beamten ist... Gut, ich glaube, das ist jetzt nichts, was wir brauchen. Die können wir wahrscheinlich... Hey Sie, was machen Sie hier? Das hier ist für die... Entschuldigung, ich suche nach dem Ausgang. Der Ausgang ist unten. Tja, was machen wir denn jetzt? Der weiß nix. Gehen wir mal da hinten. Hey, Sie! Da können Sie nicht rein. Achso, ja. Selbstverständlich. Gehen wir mal oben. Aber da ist die Tür wieder. In den Polizeiarchiven gibt es alle Informationen über die Festgenommenen. Wenn man was angestellt hat, findet man da sicher auch ein Foto. Tja, und jetzt? Gretas Taschentuch. Das wasche ich besser, bevor ich es zurückgebe. Mein Blut klebt noch dran. Gut. Was haben wir denn für... Ein Feuerlöscher. Können wir da Minimum? Was soll ich mit einem Feuerlöscher in meinem Mantel? Die Bänke des Departments. So unbequem wie die Wahrheiten, die der Grund sind, warum Leute hier Platz nehmen. Der Posten des Diensthabenden. Tja, was können wir da machen? Dort drin vielleicht? Ich bin früher nie gerne durch die Archive. Gut, Nick. Da können wir nicht hinten. Da ist zu. Sieht so aus, als sei Victoria nicht da. Der weiß nix. Hallo, Was kann ich für Sie... Ah, jetzt hat. weißt du, wo ich Sergeant Diaz finden kann? Sergeant Diaz ist nicht in der Stadt. Aber fragen Sie mich nicht, wo sie hin ist. Schätze, du kannst mir nicht sagen, wann sie zurück ist. Stimmt. Also sparen Sie sich die Mühe, mir weiter Löcher in den Bauch zu fragen. Wenn Sie wirklich wissen wollen, wo Sergeant Diaz steckt, sollten Sie Malone fragen. Er ist derjenige, der sie weggeschickt hat. Verdammt. Ich wette, Malone hat Victoria vorsätzlich weggeschickt. Sie war die Einzige, die mir helfen konnte. Ich will noch mal mit Malone reden. Hören Sie zu, langsam reicht's mir mit Ihnen. Wenn Sie mit dem Lieutenant reden wollen, gehen Sie doch einfach selbst hin. Sie kennen ja den Weg. Den kennen wir auf jeden Fall, also gehen wir. Del Nero, willst du nicht endlich mal gestehen? So, und zwar über Diaz. Ich wollte mit Sergeant Diaz sprechen. Sergeant Diaz ist nicht hier. Ich dachte, ich setze Sie lieber auf einen Fall außerhalb der Stadt ein. Angst, dass sie mir helfen könnte, Malone? In der Situation, in der du steckst, Del Nero, kann dir nicht mal der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika helfen. Sie hat deine Kaution bezahlt, aber das erkauft dir nur ein paar Stunden Freiheit. Nicht mehr. So, und jetzt? Ich habe ein paar Fragen bezüglich Sean. Warum sollte ich deine Fragen beantworten? Du hast doch nicht etwa daran gedacht, deine eigenen... Das hier ist kein Kriminalroman. Wenn ich rausfinde, dass du auf eigene Faust ermittelst, stecke ich dich für behindert... Wenn ich nichts mache, lande ich wegen... Ja, das haben wir schon gehört.
Ich hatte letzte Nacht Besuch. Ein Typ, der behauptete, Polizist zu sein, hat meine Wohnung durchsucht. Erzähl mir keine Märchen. Ich habe keine Durchsuchung angeordnet. Ich habe ja nie behauptet, dass es wirklich ein Beamter war. Ich sagte, er hat das behauptet. Mein Vermieter glaubte ihm. Und der Typ konnte sich schön meine ganzen persönlichen Sachen anschauen. Ich weiß nicht, warum du mir das erzählst, Del Niro. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du den Verdacht mit so wilden Geschichten vor dir ablenken kannst, oder? Ich habe schon vor einer Weile mit dem Versuch aufgehört, Eseln das Fliegen beizubringen. Pass auf, was du sagst. Oder erzähl mir, was du willst. Ich habe Grund zur Annahme, dass die Person, die mir diesen Besuch abgestattet hat, einer kriminellen Organisation angehört. Sieht so aus, als hättest du eine Menge Feinde, Del Niro. Ich schlage vor, dass du es mit deinen nächtlichen Besuchern langsam angehen lässt. Dein Ex-Partner hatte ziemlich üblen Umgang in L.A. Was für üblen Umgang? Wie es scheint, war die schwarze Lilie hinter ihm her. Die schwarze Lilie? Die Mafia in Los Angeles? Eben die, Del Niro. Sieht so aus, als täten wir dir einen Gefallen, dich einzusperren. Tja, das sind so die ganz normalen Auswahlmöglichkeiten, die mir das Leben lässt. Wenn du Schutz brauchst, kann ich dir nur anbieten, dich weiter in einer unserer Zellen unterzubringen. Da lasse ich mich lieber abknallen, als dass ich weiter euren Fraß herunterwürge. Ich habe das Zeug nämlich probiert. Deine Entscheidung. Tschüss. Man sieht sich sicher bald, Del Niro. Die schwarze Lilie war hinter Sean her. Das ist gar nicht mal so übel. Wenigstens habe ich jetzt eine Spur, die ich verfolgen kann. Ich muss Informationen über diese Organisation zusammentragen. Vor einiger Zeit konnte ich einem Journalisten, einem gewissen Moore, aus der Patsche helfen. Er hatte über die Mafia in New York recherchiert. Vielleicht kann er mir mehr Informationen über die Aktivitäten der schwarzen Lilie beschaffen. Seine Nummer sollte definitiv im Telefonbuch stehen.